De Mr. Science ass haut am Bëch NRW. Dat sinn awer zwee ganz verschiedener, wann ich dat richtig gesinn, Joseph. Ja, ich sinn haut am Bëch, also dat hecht ich vergleichen haut zwei Bëcher man neen. Wat meng dir? Welche Bëch produziert méi Sauerstoff? As et dës Jong Beemreihai oder as et dëse Naturbëch mat senge vielen ale Beem, den lo ganz segem natierlesche Laf iwwer losgouf. Du sees as Stadler bestimmt. Nee, net direkt. Dat muss ihr selber rausfannen. Am engem Experiment vun Haut erklären ich nämlich, wéi so e Baum oder eng Pflanz, wie die Heiten eigentlich den Sauerstoff produziert. Ma ass dat da net die Photosynthese do vun de geringe Blieder? Ja. Photosynthese ist die wichtigste Reaktion von der Pflanze. An die geht vom Chlorophyll gemacht. Das ist das Gringt am Blatthai. Der Chlorophyll kann Sonnenlicht als chemische Energie umwandeln. Und das funktioniert ähnlich wie eine Solarzelle. Ja, mit dem mischt du aber elektrische Energie. Ja, aber vom Prinzip her ist es ähnlich. Ein Blatt mischt keine elektrische Energie, sondern chemische Energie. Und mit dieser Energie mischt eine Pflanze aus Luft, Wasser, Zucker. Ah, aus Luft auf Wasser kann ein Zucker machen. Für mehr genau zu sein, hält eine Pflanze just den CO2 aus der Luft. Und mit ihren Wurzeln hält sie das Wasser aus dem Boden. Und mit der chemischen Energie geht das Wasser an diesem CO2 zerlöscht und an ein anderes Molekül zusammengesetzt. So, aber du bleiben aber noch viel Delercher ivrig. Ja, das ist der Sauerstoff, O2. Den braucht eine Pflanze nicht und atmet ihn aus. Und wir Menschen, wir atmen diesen Sauerstoff an. Wir essen Pflanzen und da verwandeln wir das Ganze an CO2 und Wasser. Ein perfekter Kreislauf also. So, aber du wolltest ja aber noch so, in welchem Büschel mehr Sauerstoff produziert wird. Aber ja, an einem Busch wie dem Heiten, der noch jung ist, da wird viel mehr neue Materie produziert. Das heißt, Beem wurden viel mehr sehr. Und dadurch entsteht auch viel mehr Sauerstoff. An einem alten Busch gibt aber nach einem zweiten Grund mehr Sauerstoff produziert. Beeme lang produzieren zwar enorm viel, aber wie ihr wisst, hausen an einem alten Busch noch viel klein und groß Bewohner. All das Lebewesen und noch Bakterien, die Altholz zersetzen, brauchen ihren Sauerstoff. Der Busch am Ganze geguckt produziert also viel Manner Sauerstoff, wenn mir Leben dran ist. An einem Urwald wie am Amazonas wird sogar der ganze Sauerstoff, den entsteht, direkt verbraucht. Der Busch hat sich so angependelt, dass immer genauso viel entsteht, wie verbraucht wird. An einem jungen Busch ist das nicht der Fall. Der weist insgesamt nach viel mehr und das bald keine tote Materie am Boden, die Sauerstoff verbraucht. Dadurch sind natürlich auch mehr Insekten, und auch viel mehr andere Tiere. Das heißt, insgesamt wird viel mehr Sauerstoff am jungen Busch produziert. Ah, heißt das also, dass der neue Busch für uns Menschen besser ist wie ein alten? Nee, auf keinen Fall. Sauerstoff ist ja nicht das Einzige, was so ein Busch mischt. So ein Busch wie den Heiten, der filtert die Luft, den als einen enormen CO2-Speicher und bremst die Kameli. Außerdem ist so ein Busch wie den Heiten ein Luxushotel für Tiere. Und auch als Mensch kann ihn sich super dran erholen. Und verlieren. Wo sind ich dann hier? Hallo, kann jemand den Weh sagen? Hallo! Hallo! Was ist noch ein vom Team? Immer der Zelle wischt. Die lässt mich immer allein.